Ein kleiner Gratis-Tipp vorweg, um diese Folge auszuhalten, würde ich schon mal etwas trinken. Auf die Liebe, auf das Leben, auf die Garde, auf den Papst, dafür wollen wir ewig leben, dafür steigen wir ins Grab. Gehört einfach dazu! Viva el Papa, viva la Orde! So bist du dabei! Viva la Sparta! Nur so geht's! Ich kann's gerade nicht glauben. Bitte lass es ein Traum sein. Hallo Schatz, ja, schön bist du. Oh, ja, du bist schön. Ich habe mich heute für Hans besonders hübsch gemacht. In der Tat. Und habe auch meinen Hut aufgesetzt. Das ist cool, wird die jetzt gesagt. Hans ist so ein Schlemmer. Ein Leben mit ihm ist nicht einfach. Und ich habe gesagt, na, weißt du, Hansi, es ist Spaß, es ist lustig, da ist Busen sind schön, aber Leben ist nicht nur Busen. Brüste gut, Lächeln super, Brüste gut. Ja, dieser Peter löst ähnliches Fremdschämen aus wie Grüsselhans. Ich gehe, denke ich, schon sehr selbstsicher an die Sache heran. Man darf nur keine groben Schnitzer machen und das Spiel ist klar definiert. Hübsch bin ich auch. In der Tat. Und es bleibt fremdschämig. Oh, grüß dich. Servus. Dich gibt's ja echt. Darf ich dich anfassen? Ja, kannst mich auch umarmen, wenn du willst. Darf ich dich anfassen? Ich finde, der Typ ist einfach... Ich mag keine dürren Frauen. Also, sie darf ruhig Vorzüge haben. Leben ist nicht nur Busen. Sie ist Zahnarzthelferin, er hat schlechte Zähne. Da hat Peter eine Idee. Ja, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich eine Zahnarzthelferin zur Freundin hätte. Was soll ich sagen? I know how to play the game. Oh, werde spuken. Falls auch ihr bald wieder mal auf einem First Date sind, Ehrlichkeit ist grundsätzlich richtig. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Und wie lange bist du schon alleine oder Single? Um es ehrlich zu sein, hatte ich jetzt noch keine feste Beziehung oder so. Also wie bei mir eigentlich. Okay. Noch gar nicht geküsst, noch gar nichts. Okay. Noch sehr jungfräulich, sag ich mal. Okay. Okay. Langsam schießt mich wirklich mit euch an, Mann. Wenn es dann aber klappt und ihr jemanden gefunden habt, der passt, dann ist das natürlich wunderschön. Und es muss auch nicht gerade so passend sein wie bei diesen 4 hier. Hans und Doris Rahm sind seit 26 Jahren geheiratet. So wie Peter und Heidi Rahm. Was hier aussieht wie eine optische Täuschung, ist für die 2 Ehepaare Alltag. Wir sind in waschecht Zwillingspaar. Wir machen alles Gemeinschaft. Ja, das ist interessant. Freizeit, Ferien, alles. Und wir sind auch immer gleich gekleidet. Da läuft etwas. Wenn es nicht läuft im Dorf. Und was läuft eigentlich aktuell gerade so auf Dorf Island? Ich könnte ausrasten, ne? Ich gehe an meinen Schrank, hole mein Hemd raus. Also unten und oben fällt mein Hemd runter auf den Boden. In Puder. Da liegt Schminke, offene Schminke. Ja, Sie können schon lachen. Ich so, Alter, Mädels, das ist doch nicht euer Ernst. Nein. Aber halt dich fest. Sagt die, das ist mir. Sag ich, ja, warum liegt da offene Schminke rum? Ja, warum, was denn? Sag ich, ja, mein Hemd ist jetzt dreckig. Nein. Ja, warum liegt dein Hemd auf dem Boden? Sag ich, das ist runtergefallen. Ja, da kann ich doch nichts dafür. Ich brauch Luft. Bleib hier. Mach Fenster auf, bleib hier. Das verdirbt einem den Tag. Du weißt, dass du dich seit dem Tag, wo du Samira versprochen hast, dass du dich änderst, um 360 Grad gewendet hast. Es ist nicht richtig, es ist alles nicht korrekt, es läuft einfach nicht richtig. Um 360 Grad gewendet hast. Haben Sie mich verstanden? Es sind nicht die hellsten auf dieser Insel. Zum Ausgleich jetzt ein richtig schlauer Fuchs. Wohin mit den Ersparnissen, wenn die Negativzinsen kommen? Er hat die Lösung. Man kauft das Boxspringbett, dann macht man dort rein irgendwie wie ein Tresor vom Spengler und dann kann man es dort rein tun. Dass wenn der Einbrecher kommt, dass man es nicht rausnehmen kann. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und zum Schluss gibt es jetzt noch etwas aus der Abteilung Menschen, die mit ihrem Leben komplett überfordert sind. Ein bisschen grünen Spargel, ein bisschen Salat. Mit Salat findet man keine Freunde. Mit ein bisschen Fleisch oder so. Bitte? Ein bisschen Fleisch gibt's auch. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, du bist Vegetarierin, weil du gesagt hast, was ist denn für mich wäre vegetarisch gut. Vegetarisch ist, dass man Fleisch isst, so, aber vegan ist komplett. Nee, vegetarisch, da isst man doch kein Fleisch und kein Fisch. Und vegan keine Milch, generell keine Tierprodukte. Ach so.
Nee, dann... Also du isst gerne Fleisch? Bisschen, also nicht zu viel. Man findet keine Freunde mit Salat. Man findet keine Freunde mit Salat. Man findet keine Freunde mit Salat.